Willkommen hier im Doktorenhof. Schön, wir sind hier im Hof und jetzt machen wir was mit Krummbeeren, mit Kartoffel. Krummbeeren, so heißen sie in der Pfalz, weil es bei uns früher immer Krummbeeren gegeben hat. Fast jeden Tag hat es was gegeben mit Krummbeeren. Krummbeeren sind nicht krumm, weil so wie die vielleicht aussieht, da kommt der Name nicht her, sondern von der Krume, einfach vom Boden, weil sie im Boden gewachsen sind. Und Krummbeeren waren so wichtig, dass man sie früher sogar, weil sie keiner essen wollte, kommen ja aus Südamerika, und keiner wollte sie essen. Und wir haben einen Herzog gehabt in Pirmasens, Soldatenkönig hat er Käse gehabt, und er hat die Krummbeerenfelder sogar mit Soldaten bewachen lassen. Und alle Bauern haben dann gesagt, und alle Leute haben gesagt, das muss ja ganz was Besonderes sein. Warum lässt er die mit Soldaten bewachen? Und seit dieser Zeit werden bei uns die Krummbeeren auch gepflanzt. Und seit dieser Zeit werden sie auch gegessen. Nahrhaft, gesund. Man kann alles machen aus der Kartoffel, von Krummbeersalat angefangen, was wir jetzt machen, über Krummbeerbrei, über Pommes, über Chips, über alles Mögliche, was man machen kann. Ich mache einen Krummbeerensalat, einen Kartoffelsalat. Mache aber als erstes, wie immer, die Vinaigrette. Denn die Vinaigrette ist wohl das Wichtigste, und dass ich sie gut verrühren kann, mache ich sie erst in die Schüssel. Ich nehme einen Casanova-Essig, der ist mit wilde Orangen, Lavendel, Zimt, Salbei, Kardamom, Holunderblüte, ganz was Duftiges. Und eine Kartoffel schmeckt ja ein bisschen nussig und ein bisschen eigen. Und sowas machen wir dann besser mit einem schönen, duftigen Essig. Also Casanova, darf man ruhig ein bisschen mehr machen. Schadet nichts, die Krummbeere, die braucht ein bisschen mehr an Stoff, an Säure. Salze, braucht die Krummbeere auch ein bisschen mehr. Dann natürlich Pfeffer. Pfeffer ist auch ganz was Wichtiges immer im Krummbeerensalat, dass wir eine gewisse Schärfe haben. Und dann geben wir obligatorisch für mich immer ein gutes Olivenöl dazu. So, und dass sich das Ganze richtig geschmeidig gut verrührt und auch eine gewisse Tiefe noch kriegt, ein guter, gut gehäufter Löffel mit Senf. Hier habe ich jetzt einen Senftesenf, einen puren Senf. Ich rühre das Ganze erstmal durch, dass ich die Vinaigrette schön sämig hinkriege. So, und jetzt die Krummbeere. Das sind neue Krummbeere, das heißt, ich muss sie gar nicht schälen. Ich finde es auch toll, wenn man die Krummbeere mit der Schale isst. Die Sonne blendet mich ein bisschen, das merkt man vielleicht. Aber die Krummbeere mit der Schale ist einfach was Gutes, weil die ganzen Vitamine alle noch in der Schale drin sind. Die meisten Leute, die sie schälen, ist eigentlich schade drum, weil die Schale letztendlich das Besondere sind. Also ich schneide die Krummbeere da rein. Gerade so Scheibe geschnitten. Die Krummbeere waren vorher schon gekocht. Das heißt, als Pellkartoffel gekocht, ungefähr 3/4 Stunde, dass sie schön weich sind. Kommen die Krummbeeren rein. Das dauert natürlich ein bisschen, bis sie alle gleich geschnitten sind. Ich weiß es gar nicht von früher her, ob es abends nicht immer Kenne gegeben hat. Es gab tagsüber eigentlich Brot so, und abends zum Abendessen gab es bei uns immer Krummbeere. Als Salat oft. Und da dazu ein Stückel Wurst. Heute machen wir auch das ein bisschen anders. Heute gibt es keine Wurst dazu, sondern wir machen ganz was Exotisches dazu. So, jetzt haben wir mal die Krummbeere drin. Und das Exotische, was ich dazu machen würde, ist dieses hier, das sind Sardellen. Diese salzige, wunderschön duftige Sardelle in einem Pfälzer Krummbeersalat ist ganz was Tolles. Die schneide ich ein bisschen klein. Gebe die Krummbeersardelle dazu zu den Krummbeeren. Und dass das richtig schön noch würzig schmeckt, mache ich noch ein bisschen Dill dazu und ein kleines bisschen Schnittlauch. Das schneiden wir natürlich auch wiederum klein. So, Dill und Schnittlauch oben drüber. Das Ganze rühren wir um, wenden das.
So, und fertig ist der Kartoffelsalat. Guten Appetit wünsche ich.